Für heute heisst, so werden deine Freundschaften lebenslänglich funktionieren. Ein mega krasser Satz. Und ich möchte anfangen in dem Bild. Und zwar am Dienstag hat ich und meine Frau unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. So 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre. Und was ich krass finde, wenn man 30 Jahre unterwegs ist, man wird sich ein bisschen ähnlich über die Jahre. Wir haben eine Predigt gehalten in Deutschland. Und wir haben Gebet verwandt. Und wenn du siehst, wir haben genau den gleichen Gebetsstil entwickelt. Und das ist nicht Absprache, nicht synchron schwimmen, weißt du? Sondern ich habe plötzlich gemerkt, meine Frau hat meinen Stil angenommen, oder ich ihren Stil. Aber eine Sache bin ich ihr voraus. Beim zweiten Stil, mein Finger, der ist noch prägnanter. Und dort hat sie noch das Potenzial in den nächsten 30 Jahren. Wow! 30 Jahre, it's a big number. Wir haben viele Sachen erlebt. Höchst und tiefst, natürlich logisch, in einer Freundschaft erlebt man das. Und wenn ich über Freundschaft rede, über Ehe, Familie, was auch immer, dann spielt es, ob du Single bist, was auch immer dein Status ist. Es geht um Basics heute, wie können wir wirklich miteinander ein Fundament legen, wo wir in der Zukunft wirklich dürfen Jesus Christus ähnlicher werden. Ich habe das Bild mitgebracht, wenn wir über Freundschaft reden, haben wir oft so ein romantisches Bild. Du bist dort, dort und dort und ein Güppli und ein Teli und ein Feuerli und Schnee und dann die Engel und dann die Reli. Und man denkt, wow, wenn Freundschaft immer so würde bleiben, oder? Und der Punkt ist das, wir haben so einen Lebenssatz von uns, proklamiert wird durch Hollywood, das merkt man schon gerne immer, Hollywood tut uns immer Folgendes erklären, und zwar, Hollywood, du kannst jeden Film anschauen, fängt immer mit dem Sex an, oder immer mit dem Dessert, oder? Und mit der Zeit denkst du, Sex ist völlig normal, das braucht man, das braucht man. Du brauchst Luft, Nahrung und Essen. Sex ist ein Geschenk von Gott. Das ist eigentlich ein Blessing. Hollywood funktioniert so, er und sie sind am Arbeiten, springen raus aus der Firma, wenn unbedingt heim, können dann rein, und er denkt, my gosh, er schaut sie an und er schaut sie an und in einem Moment, nach 10 Stunden harten Arbeiten, sind sie alle verliebt. Und sie verpassen den Zug, gehen eins trinken, es wird immer später, sie gehen heim, haben Sex miteinander, es entstehen Kinder, sie heiraten und haben Kinder und denkst, so ist das Leben. Merkst du es? Hollywood verarscht uns. Und wir lesen das jeden Tag, so ein Märchen von Liebe, von Sex, von Freundschaft. Und du merkst, wenn ich meine Nachbarschaft anschaue und auch unsere Kirche anschaue, ich kenne mehr geschiedene Leute als Verheiratete. Da denke ich, ja, das heisst, wir alle fangen gut an irgendwo. Aber die Frage ist, wieso enden wir nicht alle irgendwo stark und kräftig in Jesus? Und ich möchte mitnehmen, Hollywood gibt das Gefühl, man sieht sich, geht ins Bett und dann ist alles gut. Und dann ist interessant, dann können Emotionen. Also nach dem Sex können Emotionen. Dann sagen sie, aber weisst Leo, sie ist so krass. Sie lässt mir zu. Sie findet jeden Witz mega lustig. Sie unterbricht mich nicht. Sie zahlt alles, sie stinkt nicht, sie muss sich nicht rasieren. Und du merkst, alles ist so emotionell und sie sagt, du hast keine Ahnung, er ist so ein Gentleman. Er öffnet mir die Türen links oder rechts, spielt keine Rolle. Er zahlt alles. Er stellt mir die Frage, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was kann ich für dich tun? Noch nie hat ein Mann mir jemals die Frage gestellt. Du merkst, man ist so verliebt, Emotionen kommen rein, du siehst nur noch Positives. Dieses Level hebt 6 bis 18 Monate an. Das hat ein Ablaufdatum nach 18 Monaten. Wenn du geheiratet bist, sagen alle Ehepärchen, es ist genau so. Bei uns hat es nur 17 Monate gehabt, aber stimmt genau das. Und dann ist oft so, man hat Sex, und dann nachher kommen Freunde. Wir möchten natürlich seine neue Partnerin den Freunden vorstellen und sagen, hey, heute Abend kommt meine neue Freundin. Und dann sagen die einen, wow! Und die einen, wow! Wo hast du denn die her? Wo hast du den her? Dann sagst du, nein, tu nicht negativ. Sie ist #FriendsForever. Ich spüre das, ich fühle das. Das muss total anders. Ich habe so ein krasses Gefühl. Gefühl. Und wenn ein Freund sagt, sie passt nicht zu dir, dann tust du die Freundschaft ändern.
deleten, Facebook, Insta, was immer. Du kannst dir neue Freunde kaufen, Instagram. Und du merkst plötzlich, Freundschaften haben ein Feedback, aber man lässt nicht mehr drauf. Und dann irgendwann, nach 18 Monaten, kommt dann plötzlich das Zwischenmenschliche. Und das bedeutet, merkst du, die Pyramide hebt mega gut. Es ist mega stabil gebaut. Das Zwischenmenschliche heisst plötzlich, sie hat ja Schattenseiten. Es ist nicht neu. Du hast es nicht gesehen. Du hast es nicht wollen sehen. Sie hat schon immer Mundgeruch gehabt. Da unten hast du gefunden, so herzig, sie hat Mundgeruch, sie ist so schön. Und dann merkst du plötzlich, nein, es stinkt penetrant. Und sie merkt plötzlich, er hat kein Deo. Nein, ein echter Mann braucht kein Deo. Ein echter Mann ist und dann kommt das Deo. Und plötzlich merkst du, die Unterschiede sind so krass. Sie liebt den Morgen, du liebst den Abend. Sie liebt die Sterne, du liebst den Mond. Sie liebt die Sonne, der andere liebt den Regen. Plötzlich merkst du, du bist total verschieden. Es ist schon immer da gewesen. Aber wenn du am Anfang gerade ins Bett gehst, Emotionen, siehst das alles nicht. Aber nach 18 Monaten gehen dir die Augen auf und du siehst und denkst, oh mein Gott, was habe ich denn dabei gedacht? Eben nicht gedacht, sondern gemacht hast. Und nachher merken sie plötzlich, Hollywood hat mich angelogen. Liebe ist nur das Gefühl, das machen alle so, das macht man heute so. 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 Danke. Das macht man heute so. Können wir mich noch? Kannst du nicht? Können wir nicht mehr? Ganz dumm. Genau, das macht man heute so in dem Sinn. Macht man heute so, genau, Technikproblem. Das ist natürlich eine ganz unangenehme Situation, die wir hier haben, genau. Das macht man so. Ist alles gut? Technik, all gut? Check, check. Online hört man mich, aber ihr hier in der Halle nicht. Ja, wie soll ich denn das machen? Hä? Ja, also mach weiter, ist gut. Also, dann sagt Hollywood, das macht man so und du denkst plötzlich, ja, es ist ja total verschieden und wir sind total nicht gleich. Und dann merkst du plötzlich, du merkst plötzlich, Genau. Dann merkst du plötzlich, das funktioniert nicht, Hollywood. Dann merkst du plötzlich, ich brauche Gott, ich brauche den Glauben. Den Glauben an Gott hast du schon immer gehabt, aber plötzlich hast du gemerkt, du hast ganz unten angefangen. Und dann probierst du den Glauben an Gott. So, ich brauche den Glauben an Gott. Gott, da bin ich. Oh, das Fundament ist so schwer. Ich habe gemeint, du trägst mich, aber jetzt trage ich dich. Und du merkst plötzlich, Gott, ich brauche dich. Meine Freundin, die ist so komisch. Mein Mann ist so spooky. Gott, ich brauche dich. Es ist so schwer. Kennst du das? Wenn die meisten zerbrochen sind vom Leben, können sie in die Kirche, können predigen über Freundschaft und dann bist du noch frustriert, dann fühlst du dich schuldig, versäge ich Sachen falsch gemacht und plötzlich ist es so, es ist alles so schwer. Die Bibel sagt, wenn du schwer und beladen bist, komm zu mir. Nicht ich trage den Glauben, sondern der Glaube, der trägt, ich schnaufe, ist fast auch schwer, mich. So, und jetzt ist es eigentlich genau umgekehrt. Die Bibel redet vom Gegenteil. Die Bibel redet nicht vom Hollywood und vom Bollywood. Die Bibel redet davon, bau in deinem Leben, ob du Single bist, verheiratet, verschieden bist, bau in deinem Leben das Fundament. Gott kommt zuerst in deinem Leben. Gott kommt zuerst, das ist das grösste Fundament überhaupt. Wenn du Gott baust, dann ist es wichtig, dass du deine Punkte in deinem Leben, deine Pornografie, all deine Süchte anpackst. Viele denken, ja, wenn ich dann geheiratet bin, ist mein Pornoproblem erledigt, dann habe ich ja einen Partner oder eine Frau oder einen Mann.
Das Problem ist noch grösser. Weil das, was du siehst im Film, ist nicht so deine Frau. Die geht nicht genau gleich ab, die performt nicht genau gleich und die Mann auch nicht. Du merkst plötzlich deine Themen, wenn du nicht anpackst, nimmst du die mit in jede einzelne Freundschaft. Und merk mal, wenn du Sorgen und Probleme hast und du denkst, ich gehe in die Ferien, merkst plötzlich am Strand, an der Karibik, Probleme sind mitgekommen. Die sind ins Flüger mitgekommen, wie ein Virus. Dann brauchst du dringend gute Freunde, lern an von guten Freunden, bauen Freunde, die nicht nur Kopfnicker sind, Freunde, die auch ganz ehrlich dir ein Feedback geben und sagen, hey Leo, wenn ich dich anschaue, du hast ein paar Störungen. Also ich zähle jetzt nur 2 auf von 300, aber lass mal eigentlich noch anfangen. Du brauchst Freunde, die ehrlich sind, weil sie lieben dich und wollen unbedingt dich besser machen. Wenn du das aufgebaut hast, dann verlieb dich. Verlieb dich. Gang voll Gas mit deinen Emotionen. Und dann heiratest. Und wenn du geheiratet bist, dann gehst du im Sex ab. Die Deutschen sagen, wie die Schmitzkatze. Weil wir sind nicht gegen etwas, wir sind für etwas. Und du merkst, das ist ein ganz anderes Fundament, als Hollywood uns jeden Tag uns immer wieder erklärt. Susanne, das sieht jetzt mega cool aus, die Pyramide. Aber es gibt auch so Werte, wo man leben kann. So Werte, plötzlich hat man Kinder, einen Freund, einen Mann, und plötzlich können sich Werte sich doch nochmal verschieben. Und bevor du anfängst, möchte ich sagen, ich habe ja die Kette gekauft. In Lazise, im Gardasee. Und da habe ich gerade an dich gedacht, bei dieser Kette. Du bist für mich das goldigste Herz, das ich überhaupt kenne. Es ist so silbrig. Die 30 Jahre waren so krass gewesen, in den guten Zeiten wie auch in den sehr guten Zeiten haben wir erlebt, oder? Natürlich, das andere haben wir auch erlebt. Aber ich habe negativ, wenn ich ausspreche, das Wort nicht gerne negativ. Darum, wir haben gute Zeiten gehabt und sehr gute Zeiten. Und ich freue mich, Sie verstehen den Witz nicht, gell? Und ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre mit dir. Einfach, du bist wirklich ein big blessing for my life. Danke vielmals. Und wer den Leo kennt, weiss, das sind nicht einfach Worte, die er jetzt inszeniert, sondern er sagt mir das auch in der privaten Atmosphäre. Danke vielmals. Der geistliche Balken da unten haben wir ein Diagramm mitgebracht, das uns allen zeigt, wie wichtig es ist, dass wir den innersten Kreis, das Zentrum von unserem Leben definieren. Weil das ist ein Fragezeichen da auf dem Screen, aber du kannst reinfüllen, eigentlich, was du willst, aber im Endeffekt hebt nur etwas. Und weil das, was unser Zentrum ist vom Leben, das beeinflusst unsere Werte und unsere Überzeugungen und das wiederum beeinflusst uns, wie dass wir handeln und wie dass wir uns entscheiden. Und das wiederum bestimmt unseren Einfluss in unserem Umfeld und unsere Wirkung. Und darum ist es sehr zentral, was da in der Mitte hineinkommt. Der Leo und ich haben vor 30 Jahren uns entschieden, dass wir unser Leben um Jesus herum planen. Dass das Zentrum ist von unserem Leben. Und das hat automatisch Auswirkungen gehabt, was für Werte das wir definiert haben in unserer Ehe, in unserer Familie. Zum Beispiel, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist einer von unseren Wert und auch eine von unseren Überzeugungen. Das, was in der Mitte ist, das hat bestimmt, was wir glauben. Und das hat auch bestimmt, wie wir Entscheidungen getroffen haben und wie wir gehandelt haben. Und es ist so hilfreich, wenn du weißt, was in der Mitte vom Leben ist. Weil im Endeffekt ist das, wie du dein Umfeld beeinflusst. Das merken unsere Söhne. Sie haben das mitbekommen. Mit Wort weniger, weder mit dem, wie wir gehandelt haben. Es hat unsere Familie beeinflusst, es hat unser Umfeld beeinflusst. Und man kann jetzt ganz verschiedene Sachen in dieser Mitte haben. Und es ist ja nicht so, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann nachher ist Jesus automatisch, also das heisst, mit dieser Entscheidung setzen wir Jesus in die Mitte. Aber
Das Leben geht weiter und auf einmal kommt vielleicht der Partnerwunsch. Und ohne, dass man es merkt, rutscht der Partnerwunsch in die Mitte. Oder wir kommen die Kinder über, wir investieren viele Kinder, wir haben vielleicht einen Kinderwunsch, wir kämpfen darum, dass man Kinder bekommt. Und es passiert, dass plötzlich Kinder das Zentrum sind und plötzlich Kinder das Manko ausfüllen, anstatt Jesus. Oder Hobbys oder Karriere, plötzlich geht es im Beruf bergauf. Und ohne, dass wir so bewusst sind, wird das Zentrum ausgewechselt und auf einmal bestimmen zum Beispiel Kinder unsere Werte und unsere Überzeugungen. Und so wie wir handeln, so wie wir entscheiden, unentsprechend den Einfluss und unsere Wirkung. Aber das Problem ist, dass die Kinder nicht ewig daheim bleiben und die Kinder niemals unser Manko ausfüllen können. Sie können niemals Zentrum sein, selbst wenn sie so fest von Gott erbeten sind. Das Gleiche ist mit einem Partner. Wenn du auf der Partnersuche bist oder auf den einzig Richtigen wartest, dann kann das zum Zentrum werden von deinem Leben, weil sich alles darum herumdrüllt. Deine Werte werden von dem bestimmt, deine Überzeugungen, so wie du dich entscheidest, logisch, so wie du handelst. Und es hat Einfluss, wie du wirkst und es bestimmt deinen Einfluss. Nur das Problem ist, wenn dann der einzig Richtige da ist und gekommen ist und ihr heiratet und du auf einmal merkst, ich fühle mich immer noch allein. Auch in einer Ehe ist das möglich. Es vergeht. Ein Partner, ein Mensch kann niemals etwas ausfüllen von unserer Mitte. Und darum ist es wichtig, wie wir die Mitte definieren. Oder vielleicht sagst du, hey, wir verstehen das so gut, wir haben die gleichen Hobbys, wir machen zusammen Sport und das verbindet uns, das ist alles mega cool. Aber irgendwann wird es vielleicht so sein, dass man sich weiterentwickelt und plötzlich gefällt dem einen das Hobby nicht mehr oder er kann nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen. Und was verbindet dich dann? Das Einzige, was ewig ist, das ist Jesus Christus. Und darum haben wir uns entschieden, ihn zum Zentrum zu machen. Im 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen wir, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandeln. Niemand hat das Recht, auf irgendjemanden von uns herabzuschauen, weil wir in diesem Spannungsfeld drin sind. Wir alle kennen das Spannungsfeld. Wir wünschen sich Sachen, wir beten darum, wir ringen darum. Aber lass uns nie diese Sachen zum Zentrum werden. Lass uns nie das Segen von Gott zum Zentrum werden, sondern es ist der das Segen gibt. Das ist unser Gott im Himmel, der möchte und alles darum gibt, dass er das Zentrum von unserem Leben sein kann. Weil das beeinflusst, wie ich denke, das beeinflusst meinen Wert, meine Überzeugungen, meine Handlungen und meinen Einfluss. Come on. Vielen Dank. Wow. Woo. Ich finde das ein mega wichtiger Punkt, weil, gell, ist ja so, wir wollen ja Kinder und dann beten wir und dann funktioniert das und dann sind wir mega fasziniert, aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu einer Co-Abhängigkeit kommt, dass plötzlich die Identität, deine Kinder werden, deine Frau, dein Mann, was auch immer, weil du wirst merken, irgendwann, auch wenn du alles gibst und du bist der beste Super-Christ ever, was jemals geht, auch wenn du dir alles gibst, du wirst nie 100% das Herz von einer anderen Person können fühlen. Und darum, der Gott kennt unsere tiefsten Gefühle und auch Gedanken. Und ich möchte einen Vers lesen, Kolosser, Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Und da heißt es, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr fest verwurzelt bleiben. Nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Da haben wir als Fundament in der Freundschaft, Ehe ist und bleibt unser Gott im Himmel. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht genug Danke sagen. Passt auf, dass ihr nicht auf die Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber dahinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Also ich glaube, das Fundament ist den meisten von uns klar. Und ich möchte ein paar Augenblicke über das geistliche Fundament reden. Wir denken oft, ich bin ja gläubig, ich gehe in eine Small Group, ich singe die Lieder Kumbaya Jesus und ich bin ja total gesaved, oder? Aber es gibt 4 Levels, wo du in der Geistlichkeit dich kannst entwickeln. 4 Levels, ob du Single bist,
geheiratet bist oder auch verwitwet bist. 4 Levels vom Glauben, die du kannst entwickeln. Ich habe das genannt, die 4 Partnerschaftsziele. Du kannst aber auch umschreiben, die 4 Glaubensziele in dem Sinn. Also, das erste ist, lernen, auf Jesus zu schauen. Es klingt jetzt mega logisch und einfach. Was möchte ich mit dem sagen? Wenn dein Partner, deine Partnerin lernt, dass Jesus ist die grösste Quelle, die es gibt, die grösste Freude, die grösste Friede, dann merkst du plötzlich, in der Ehe wird es auch viel, viel einfacher. Also jeden Morgen, meine Frau, die steht ganz, ganz früh auf und sie liebt Fahnen schwingen. Und sie schwingt die Fahne so nach an der weißen Wand, dass ich immer schaue, hat es schon rote Striche gegeben. Aber nach den 1 Stunde Worshipen mit Jesus habe ich eine Frau, die beim Morgen anhockt und sie ist dankbar, sie ist positiv, sie ist gefüllt von Jesus und ich merke, diesen Teil kann ich ja auch versuchen auszufüllen. Aber ich werde es nie anbringen. Mit anderen Worten, der grösste Gefallen, den du kannst tun an einer Partnerin, dass du eine leidenschaftliche, begeisternde Freundschaft mit Jesus entwickelst. Und jetzt kommt der Punkt. Mit Jesus unterwegs ist nicht jeden Tag genau gleich kribbelnd. Es gibt Momente, wo du merkst, du redest zu Jesus, aber es ist wie Funkstille, oder? Dann hör nicht auf, die Prinzipien mit Jesus Zeit zu bringen. Etablier das jeden Tag leidenschaftlich, persönlich. Und du sagst, meine Freudensquelle ist und bleibt der Jesus. Weißt du warum? Es wird Momente in deinem Leben geben, wo dein Partner, die Partnerin dir das Händchen heben kann, aber das Kind musst du allein gebären. Oder du bist im Spital und du merkst, du hast einen Support von einer Small Group, aber du musst den Moment allein durchlaufen. Garten in Gethsemane von Jesus. Er hat Freunde gehabt, die betet, sind dabei eingeschlafen, haben gewusst, am Ende des Tages gibt es Momente, wo du allein durchgehst. Und es ist gut zu wissen, dass dieses Fundament dich effektiv trägt. Das Zweite, lebe in der Berufung. Und jetzt denkst du, das ist ein mega kompliziertes Wort. Was heisst die Berufung? Wir sind berufen, als Söhne und Töchter den Himmel auf die Erde zu bringen. Bring Freude, bring Geduld, bring Heilung, bring Glauben, bring Hoffnung wieder rein in Situationen. Und jetzt denken viele Leute, ja, was ist, wenn ich jetzt geschieden bin und ich habe versagt und ich habe beim Sex das alles falsch gemacht? No problem. Dann stand auf, richte deine Krone und mach es besser. Bring wieder den Himmel back ins Game hinein. Weil der Find will mit dem Finger sagen, oh, du hast alles vermasselt. Du als Sohn und Tochter Gottes machst genau mit dem Finger so. Du bist, wenn du versagt hast, bist du kein Versäger. Du hast Sachen falsch gemacht. Du bist ein Sohn und Tochter von Jesus. Stand auf und bring den Himmel wieder zurück auf deine Erde. Come on. Aber bring ihn zurück. Schon der Bass ist gesungen, komm, bring ihn heim. Bring den Himmel back. Drittens. Vertreibt den Teufel. Alles, was Gott liebt, hasst den Teufel. Er hasst Ehe, er hasst Reinheit und er hasst Geh. All die Sachen hasst er. Wenn er es anbringt, dass eine Familie sich trennt, der Schaden von Trauer, muss ich euch nicht sagen, von Zerbruch, von ein Nestchen, das kaputt geht, ist unvorstellbar. Logisch, Gnade von Gott kann aus jeder Situation das Beste machen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber lass es Gnade von Gott nicht überstrapazieren. Sondern lass es wissen, den Find musst du wegkicken. Ich erlebe das andauernd immer wieder, auch wenn ich unterwegs bin beim Reisen. Ich meine, du predigst auf einer Bühne und dann kommt, ich habe gerade letztens erlebt, da kommt eine Frau und kommt so eine Tränen in den Augen und sagt, kann ich mit Ihnen persönlich allein reden? Die meint es vielleicht nicht böse im ersten Moment. Ich sage, nein, wir haben ein Seelsorger-Team. Nein, aber ich möchte mit ihnen allein, weil sie haben den Anointing. Der Teufel ist nicht blöd. Es ist noch gar nichts passiert. Es ist noch nichts passiert, aber du gehst in eine Zone rein, wo du nicht reingehen musst. Die meisten sagen, es ist ja noch nichts passiert. Logisch ist noch nichts passiert. Aber gang nicht in eine Zone rein, wo der Find wartet, um dir das Bein zu stellen. Kick the devil out of your life. Out of your life. Ganz praktisch. Darf ich euch ein praktisches Beispiel bringen? Ganz praktisch. Es ist ja nicht aufgenommen, niemand hört es. Ich bin ein Mann, ich bin visuell. Und manchmal siehst du eine Frau vorbeilaufen und denkst, boah, oh. Kennst du das? Dass sie dir entgegenkommt, hast du noch nicht gesündigt. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie läuft mir entgegen. Aber der zweite Blick, oh, die Sonne scheint.
Der zweite Blick, liebe Frauen und Männer, der ist unnötig. Und ich habe gelernt, den ersten Blick nach vorne habe ich nichts falsch gemacht, aber den nach hinten, den habe ich abgestellt in meinem Leben. Ich mache keinen Backflip Sonnenstil. Das heisst, ich kämpfe. Es kommt das Wort, du musst für Reinheit kämpfen. Weil Instagram, TikTok, tut dir jeden Tag reinmassieren. Sex ist normal, Liebe ist normal, mach, wie du willst und wenn du willst. Aber ich glaube nicht daran, weil die Menschen sind nicht glücklicher geworden, sondern ich sehe, die Leiden und die Not ist unglaublich. Also kick the devil out. Das ist eine Story von einem Ehepärchen. Und allein, dass ich die Geschichte heute erzähle, ist für mich ein grosses Kino, weil sie gelernt haben, dass Gott ist ein Gott vom Neuanfang. Und das ist eine Story von einem amazing couple. Wir sind Eugen und Anna Schröser und wir sind mittlerweile 20 Jahre verheiratet und haben 2 Kinder. Wenn wir unsere Ehe beschreiben würden, dann würden wir sagen, dass die ersten 17 Jahre recht holprig waren und wir uns auch ziemlich auseinandergelebt haben. Soweit, dass jeder eigentlich an seinen eigenen Tiefpunkt gelangt ist. Bei Eugen war es etwas offensichtlicher und meinen habe ich erst im Nachhinein erkannt. Genau, mein Tiefpunkt war im November 2017 auf einem längeren Spaziergang aus langer Hand geplant, wollte ich mir mein Leben nehmen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal seit längerem mal wieder mit Gott gesprochen habe, ihm mein Leid geklagt habe und ihm gesagt habe, ganz klar und deutlich, dass wenn er mich wiederhaben möchte, er mich und meinen Stolz brechen muss. Ja, und im Januar 2018 war der Zerbruch tatsächlich da. Es war so, dass die Affäre, in die ich mich verwickelt hatte, aufgeflogen ist und Eugen mir da vor meinen Füßen zusammengebrochen ist. Ich fühlte mich in dem Moment in der ersten Sekunde von Gott aufgefangen. Genau, und für mich war das, als wenn mein ganzes Leben die Toilette runtergespült wird. Das hat sich furchtbar angefühlt. Ich habe vieles hinterfragt, ich habe Gott hinterfragt, aber konnte mich da auch erinnern an den Moment wie vor 3 Monaten und habe festgestellt, dass Gott aus unserem Zerbruch, aus dem, wie wir Ehe verstanden haben, etwas Wunderbares neu schaffen möchte. Und wir haben keine 24 Stunden später uns wieder füreinander entschieden, für unsere Liebe und das Ganze im Mittelpunkt stand dann Jesus und er durfte das Ganze anleiten, er durfte uns in einen Heilungsprozess gehen lassen und das hat einfach Wunder bewirkt. Wir stehen ganz neu da als Ehepaar. Ja, auch als Familie, da dürfen einfach diese übernatürliche Gnade, die wir recht am Anfang schon gespürt haben, dass wir so voll davon waren, von der Liebe Gottes, dass wir es gar nicht für uns behalten können und einfach ihm hingehalten und er damit arbeiten kann mit unserem Zerbruch. Genau, und bei mir hat sich sogar eine Berufung rauskristallisiert. Ich hatte das Thema Pornografie mit in die Ehe gebracht, das ging es auch noch zu klären. Da durfte ich auch eine Vergebung erfahren von Anna und darf jetzt in Vollzeit auch bei Free Indeed mitarbeiten. Also Gott ist einfach genial. Come on. Woo. Wow. Hey, was für eine Story. Und ich möchte mit dem letzten Punkt enden. Halt den Bund von dem Gott im Himmel. Ich muss wissen, die 10 Gebote hat Gott nicht geschrieben, gewusst, werden es alle erfüllen. Aber er hat ein Level gesetzt, gesagt, halten das. Weil Gott hat den Charakter. Gott bricht die Ehe mit uns Menschen nicht einmal. Aber wenn wir Gott verlassen, steht Gott mit ausgestreckten Armen da und empfängt uns wieder. Und jetzt kommt der Punkt, oft haben die Leute das Gefühl, wenn ich mich scheide, ich habe einen Fehler gemacht, im ICF sind alle perfekt, im ICF sind alle glücklich, im ICF gibt es nur perfekte Menschen. Danke für die Wahrnehmung, die speziell ist. Wir sind Menschen unterwegs im Leben und wir machen Fehler. Wenn ich höre, dass in meiner Freundschaft jemand fremd geht oder jemand hat seine Ehe gebrochen, ich würde nie mit dem Finger auf die Person zeigen. Das ist nicht unsere Kultur, never. Weil wenn ich mit dem Finger auf die Person zeige, erstens, ich kenne die Geschichte nicht, ich kenne die Situation nicht und drittens, 3 Finger zeigen auf mich. Wenn ich höre, dass irgendjemand sich scheiden lässt oder fremd geht, weißt du, was es bei mir auslöst? Was machst denn du in deiner Ehe, Leo, dass du noch mal 30 Jahre weitergehen kannst? Es ist für mich mehr eine Challenge. Überlegen, was macht denn ich, dass unsere Ehe funkelt und sprunkelt und blühend bleibt. Passiert nicht automatisch, weil die Verliebtheitsphase ist 18 Monate. Nachher musst du Sachen unternehmen. Und du kannst Sachen unternehmen. Für mich ist es immer so eine Botschaft, Leo, schau für dich selber, dass du
den Race kannst beenden. Wir sind keine Kirche, die mit dem Finger auf jemanden zeigt. Wir sind eine Kirche, die sagt, come on, ich möchte einen Glauben leben, dass meine Freundschaft hier unten so prickelnd ist, dass mir im Garten Gethsemane mein Glaube steht. Und ich bringe den Himmel auf die Erde, nicht weil ich perfekt bin, ich bin ein Botschafter. Und ich kick den Teufel aus diesen Themen raus. Und drittens, wenn ich gefallen bin, sagt Jesus zu der Frau am Brunnen, sagt die Frau, du hast 5 Männer gehabt. Der, du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Dann sagt Jesus, gang heim. Sündige nicht mehr. Er hat den Level nicht aufgelupft. Er wird den Level immer auflupfen und sagen, okay, du hast versagt. Aber dann mach es nicht mehr. Dann zieh es wenigstens jetzt durch. Und das ist die Botschaft von Jesus, vom Reich von Gott. Und ich liebe das, dass Gott uns immer und immer und immer wieder einen neuen Anfang schenkt. Das ist die Eigenschaft von unserem Gott im Himmel. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, online, allen Settings und allen unseren Locations. Und ich möchte zum Ende beten, dass die Treue von Gott etwas ist, wo wie vom Himmel, wie ein Regen auf uns hineinfällt. Und wenn du willst, kannst du deine Hände so nach vorne anstecken, als das Zeichen, Jesus, da bin ich. Ich brauche deinen Segen. Jesus, ich habe meine Hände vor dir an. Ich habe nicht alles richtig in meinem Leben gemacht, aber eins weiss ich, du bist mein Erlöser. Eins weiss ich, meine Augen sehen, du bist gut, du bist treu, du bist gerecht. Und Jesus, ich bitte dich, dass ich eine Freundschaft mit dir leben kann, die aufrichtig ist, prickelnd, dass du mir Schlüssel vom Himmel mir offenbarst. Und ich werde ein Botschafter, Botschafterin an deiner Stelle sein auf dieser Erde. Ich will den Himmel in meine Familie, in meine Ehe, wo auch immer ich bin, ich werde den Himmel auf die Erde bringen. Und ich werde dich, Teufel, rauskicken in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Taten. Und ich sage, mein Leben ist verschrieben unserem Gott im Himmel. Und ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Und wir werden Gott dienen. Und wir werden seinen Namen aufrichten. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du ein treuer Gott bist. Du brichst deine Versprechungen nicht. Du löst deine Verheißungen ein. Auch wenn ich dir fremd würde gehen, lieber Gott im Himmel, du brichst von deiner Seite die Freundschaft nie. Und tauf mich heute mit Treue. Tauf mich mit dem Geist von der Treuheit. Mit dem Geist von der Reinheit. Mit dem Geist von der Innovation. Mit dem Geist von neuen Ideen. Mit dem Geist von der Romantik. Mit dem Geist, der immer wieder neue Sachen erobert. Church, ich finde es nichts Schönes, als wenn du einem Menschen in die Augen schaust und ein Mensch strahlt von Jesus. Das ist für mich einer der schönsten Anblicke, die die Welt nicht geben kann. Wenn der Heilige Geist aus seinen Augen leuchtet und du siehst das Leuchten vom Reich von Gott, dann wird der Mensch so schön. Ein Mensch wird so würdevoll. Und ich rede heute genau von dem, dass unsere Augen nicht abgestanden sind, trüb worden sind, bitter worden sind, enttäuscht worden sind, missbraucht worden sind, sondern Geist Gottes, lass unsere Augen so leuchten von Jesus. More of you, Jesus. Jesus, you are